Und ich möchte euch herzlich danken für euer Teilen. Und ja, es ist schon viel drin. Sandra, die muss dann auch noch ein bisschen füßeln am Nachmittag, gell? Sie ist auch noch ganz geschafft vom gestrigen Tag. Mir ist auch noch etwas entgegengekommen. Ich habe einen Aufstieg erlebt. Ich durfte vorab gehen bei dieser Zügelten. Und das hat mich sehr mit Stolz erfüllt, wirklich. Ich dachte mal, jetzt habe ich es auch gut gemacht, die anderen Jahre, dass ich jetzt die Ehre hatte, dieser Zügelten vorab. Und die einen oder anderen Leute haben Judy gesagt, ja, man hat es gesehen, der ist extrem gewachsen. Ja, das ist wirklich, aber dann sind wir eben da oben gewesen, dann haben sie gesagt, ja, da hat eine Kuh gefehlt. Das habe ich nicht gemerkt. Keine Chance. Mittwoch am Abend sind wir mit diesen Kühen durch die Teiche gezügelt und ich habe probiert, die Kühe zu merken und zu zählen und zu schauen. Aber das ist keine Chance. Du bist dort vorab und du siehst irgendwo am Sami sein Hütchen hinten nach und denkst, ja, der ist da, dann sind alle da, oder? Aber dass die Kuh gefällt hat, und das ist mir wirklich, ich glaube, es geht in das sicher, es ist das Unterwegssein miteinander. Wir brauchen einander. Du kannst nicht einfach sagen, ja, der ist zu alt dafür und der soll dann schauen oder der hat es nicht gesehen. Ja, ich sehe es nicht. Ich sehe ganz viele Sachen nicht oder wir sehen ganz viele Sachen nicht. Wir brauchen einander, für zusammen unterwegs zu sein. Und mir ist so ein Lied auch in letzter Zeit wichtig geworden. Gott lädt uns ein zu einem Fest, lasst uns sein und es allen sagen, die wir auf dem Wege sind. Oder dass wir Uchen gehen und dann, da oben ist eine herrliche Matte. Da ist eine herrliche Matte. Und das schöne junge Gras und die Kühe haben sich dann haben sie gemerkt, wie im letzten paar 100 Meter haben sie angefangen zu gehen. Sie haben gegen mehr gezogen und sie haben gezogen und sie haben gezogen und sie haben gezogen. Weil sie gewusst haben, jetzt haben wir es dann gerade geschafft. Was wartet auf mich? Dass wir einander so dürfen motivieren. Und der Philemon-Brief, das ist wirklich etwas, ja, man kann darüber diskutieren, man kann darüber austauschen, wie soll das aussehen, oder wie hat das auch in der frühen Kirche ausgesehen. Wie ist man da zusammen unterwegs gewesen? Wie sind die Strukturen gewesen? Was ist wirklich Urgemeinde? Wie sollen wir da unterwegs sein? Und für mich ist der Philemon-Brief etwas ganz Wertvolles. Es ist ein kurzer Brief. Aber er hat nicht einmal Kapiteleinteilungen, sondern nur Verse. Und er tut etwas ganz Praktisches durchbringen. Er ist wirklich ein extremer Schatz. Und ich habe das Gefühl, heute Morgen es passt ganz gut. Und ich habe wirklich die Hoffnung oder der Glaube, dass auch aus diesem Text heraus auch etwas darf in unseren Gemeindealltag hineingeben. Und es ist ganz spannend, die Woche haben wir noch ein Mail bekommen von der Daniela. Sie hat heute Juniorsoldatenstunde und sie hat gesagt, sie möchte gerne den Körpergemeinde anschauen. Ob ich ihr eine Liste machen mit Verantwortungen. Und ich habe nur gerade heute angefertigt, ein paar Sachen zusammengestellt und es ist eine Liste, da sind 50 Namen drauf mit Leuten, die sich irgendwo engagieren. Und das hat mich auch sehr berührt und ich glaube auch, dass sie heute Kinder auch etwas mitnehmen dürfen, das eben in die ähnliche Richtung geht. Und ich habe den Brief gelesen und wirken auf mich. Und dann habe ich zuerst gedacht, ja, das ist genau wie der Bauer, den wir auf der Unterlangen. Der hat einen Swimmingpool gebaut. Das war einer der wenigen Bauern, der einen Swimmingpool hatte, oder? Und dann hat er gesagt, ja, weißt, wenn die Eltern nicht mit in die Badi gehen, nicht mit in die Badi kommen, dann kommen doch zu mir in meinen Swimmingpool. Und dann ist man baden in diesem Swimmingpool. Unsere Eltern, die sind ja nicht so in die Badi und selber auch Nebenerwerbsbauern und so. Und dann im Herbst ist es darum gegangen, Trunkli auszumachen. Und er hat sie angerufen und gesagt, ja, sie haben eben gedacht, die alle baden, die könnten jetzt helfen, Trunkli ausmachen.
die haben eben da noch so stille Verpflichtungen. Und dann habe ich so gedacht, du Paulus, hast du ein bisschen Tendenz, so die Stimmung, die ich aus diesem Brief herausnehme, hat mir manchmal so ein bisschen gewisse Wortleute, hat mich fast so ein bisschen an diese Geschichte erinnert. Und ich dachte, Paulus, du bist schon noch ein bisschen ein Schlitzohr, dann hast du da den Philemon und jetzt probierst du ihm irgendetwas unterzujubeln. Ja, du hast eben noch stille Verpflichtungen, weil du eben jetzt auch mit Jesus unterwegs bist. Aber wir werden merken, es ist nicht so. Es ist eben gerade nicht so. Ich werde euch einnehmen, du hast einfach da im Hintergrund den Text ein bisschen einblenden, dass ihr ein bisschen dran seid, dass ihr ein bisschen mitlesen könnt. Ich werde euch zuerst einmal einnehmen in die römische Gesellschaft. Ich habe mir so überlegt, es wäre jetzt heute Morgen schön gewesen, wenn der Simon da wäre. Da hätte ich sagen, der Walter ist jetzt der Chef von Simon und gleich auch miteinander und so. Aber wir sind so in einer Gesellschaft drin. Wir leben alle in einem Gefüge. Und ich werde euch einmal zuerst einnehmen, also in die Überlegungen, was ist denn die römische Gesellschaft, also die Gesellschaft, wo der Philemon, der Paulus, der Onesimus drinnen gelebt haben, wie ist denn die aufgebaut? Und man kann dort sagen, im römischen Kaiserreich, das ist natürlich der Kaiser, oder? Das Oberste. Und er hat eine gewisse Dinge von der Aristokratie. Das sind Leute, die im Senat waren, etc. Und er hat es freie Bürger gegeben und er hat es Sklaven gegeben. Soweit ist ja das eigentlich nicht kompliziert, oder? Das ist ja einfach. Also wenn du ein freier Bürger warst, dann ist dir gut gegangen, und wenn du ein Sklave warst, dann hast du halt leider ein bisschen die negativere Seite des Lebens gehabt. Aber es ist eben nicht so einfach. Im frühen römischen Reich waren Sklaven vorwiegend Leute, die in Schulden geraten sind. Also sie mussten für irgendwo eine Schuld zu begleichen. Und da sind wir ja auch wieder die Geschichte, wo Jesus genau das so aufgreift mit dem Schalksknecht, und er dann sagt, ich tue den anderen ins Gefängnis gehen, bis er mir die Schuld gezahlt hat. Und der Reichherr sagt, ja, eben, ich deine Familie, all das ich verkaufe, dass ich wenigstens ein bisschen etwas von dieser Schuld zurückbekomme. Das ist auch das, was dort mitschwingt in dieser Geschichte von Jesus. Also, arme Leute mussten sich selber versklaven, für ihre Schulden zu begleichen. Später hat sich das römische Reich immer mehr ausdehnt und die haben Kriege geführt und die Kriegsgefangenen sind als Sklaven auf den Arbeitsmarkt geworfen worden, könnte man fast gar sagen. Also günstige, rechtlose Leute, die da aller Gattung Arbeiten ausgeführt haben. Auf der anderen Seite war es so, dass ein freier Bürger, der war militärpflichtig war. Also jetzt, kannst du dir mal überlegen, Künzi Knutti, welchen tust du jetzt anstellen? Der zur Halbzeit damit musst rechnen, dass er wieder einmal in Dienst muss? Oder der dir frei und uneingeschränkt zu jeder Tages- und Nachtzeit zur Verfügung steht? Du kannst ihm einfach anrufen und sagen, der gibt es noch Türen zu montieren, oder hier musst du noch ein Fenster machen, oder da gibt es noch ein Brett anzumageln, oder? Das wäre etwas Gäbiges, nicht? Also du würdest wahrscheinlich auch eher den Sklaven nehmen. Das war genau die Situation. Also vielfach ist es um einen Sklaven besser gegangen, als um einen freien Bürger. Weil die Masse von Arbeitskräften, die da sind, die waren viel attraktiver gewesen. Und die Leute sind dann in Massen, in Strömen, sind die dann zum Beispiel auf Rom gezügelt, auf Rom gezogen, weil dort hat der Staat eben Brot und Spiele. Sie Spiel veranstaltet und sie Brot verteilt. Also jetzt die Leute wenigstens etwas zu essen gehabt. Also da merken wir, ja, das, was wir so einfach probieren einzuordnen oder sagen, ja, eben jetzt der Onesimus ist der Arm oder der Paulus ist der Arm oder der Philemon, dass wir das so ein bisschen auch verstehen können. Es hätte sogar sein, dass ein Sklave sich aufschaffen konnte. Der hat sogar zum Teil eigenes Vermögen anlegen, konnte eigenes Geld haben und hatte so auch einen gewissen
Status bekommen. Das ist einmal so die grosse gesellschaftliche Ordnung. Und dann gibt es noch die kleine gesellschaftliche Ordnung, das ist die von der Familie. Der Familie, das ist eben der Patres Familias, also der Älteste der Familie. Das ist etwas, was hier im Tal noch so ein bisschen, manchmal noch so ein bisschen vorkommt. Hier. Der Älteste von der Familie. Und das war im Römischen Reich viel ausgeprägter gewesen. Also der Vater der Familie, der hat Sagen gehabt. Also das hat keine Rolle gespielt, ob die jetzt so geheiratet waren, Kinder, oder nicht. Der Vater der Familie, der hat gesehen, was läuft. Der war auch rechtlich verantwortlich gewesen. Und so hätte er so eine Familie mit allen Sklaven, mit allen Angestellten, mit allen, die dazugehört bis 100 Personen oder mehr umfassen. Also das war ein recht grosses Gebilde, das da so ein Familienvater hat unter sich hatte. Und er durfte auch Strafen aussprechen. Also wenn er seine Sklaven abgeschlagen hätte, hätte die nicht einfach zur Polizei gehen und sagen, wir werden da misshandelt, sondern das war dem sein Recht gewesen. Und das ist jetzt spannend, oder? Das ist jetzt spannend im Hinblick darauf zu überlegen, wie sind die Rollen in diesem Brief? Wie sind die Rollen in diesem Brief? Also der Philemon als Hausbesitzer, und da können wir davon ausgehen, dass der Philemon eben so ein Familienvater war. Ein Besitzer von einem Haus, das sich an Gemeinden versammeln konnte, ein Besitzer von Sklaven etc. Er hat etwas zu sagen gehabt. Und der Staat hat sich nicht in die Belange eingemischt. Also der war unbestritten das Familienoberhaupt und dort hat sich der Staat nicht eingemischt. Und dann haben wir den Onesimus. Seine Aufgabe, eben nützlich zu sein. Onesimus heisst der Nützliche. Das wäre seine Aufgabe gewesen, seine Lebensaufgabe, nützlich zu sein. Wir können aus dem Zusammenhang vom Text herauslesen, dass der Onesimus wahrscheinlich auch etwas mitlaufen hat. Er ist nicht einfach nur davon geflüchtet, sondern er hat auch etwas mitlaufen. Und das lässt wiederum dazu schließen, dass er nicht einfach nur der Säuknecht war, der im Stall schlafen musste, sondern dass er auch irgendwo Zugang hatte, eben wahrscheinlich zu Geld und einen gewissen Status hatte. Er läuft seinem Herr, am Herr von diesem Haus, am Familienvater davon. Und jetzt ist noch der Paulus. Was ist der Paulus? Ja, das ist irgendwie ein Handwerker. Der ist, glaube ich, hat das Glück gehabt, dass er ein gesuchtes Metier hatte. Das ist ein Zeltmacher. Zeltmacher, das sind Leute, die Stoffe hergestellt haben, sehr robuste Stoffe. Und eben das Militär hat Zelt gebraucht. Die haben Unterkünfte gebraucht für ihre Soldaten. Und dort hat der Paulus eine Nische gehabt, wo er immer wieder auch konnte, an verschiedenen Orten in diesem tätig sein. Der gleiche Stoff hat man gebraucht für Segel. Auch das war ein begehrter Artikel. Also der Paulus, der hat irgendwo eine Nische gefunden im Ganzen, für das er seinen Lebensunterhalt bestreiten konnte. Aber sonst hat er eigentlich am Philemon nichts zu sagen gehabt. Oder? Und jetzt merken wir, mal zu überlegen, ja, wer hat mir etwas zu sagen? Heute mal einen kurzen Moment, könnt ihr ein bisschen umschauen, oder? Nebendran, hat er dir etwas zu sagen? Hat er mir etwas zu sagen? Nicht? Ja, ja, es ist noch spannend, oder? Tut euch das mal überlegen. Wer hat mir etwas zu sagen? Ja, wir sind in einer Gesellschaft, wir sind in einem Umfeld, wir leben in einer Familie. Da gibt es gewisse Gesetze, die sind geschrieben, aber es gibt auch gewisse ungeschriebene Verhaltensweisen. Es gibt Familienkulturen, wie man miteinander umgeht. Und unsere Herausforderung ist immer wieder zu überlegen, ja, wo ist mein Platz im Ganzen? Was ist mein Stand? Wem darfst du etwas sagen? Und wer darf dir etwas sagen? Wer hat auch das Recht, in dein Leben
zu reden. Und ich glaube, das ist schon die erste Herausforderung. Also die Herausforderung, die der Paulus hier nimmt und dem Philemon einen Brief schreibt in seine Angelegenheiten. Ich rede. Und der Paulus sagt, ich hätte sogar das Recht, dir zu befehlen. Weil es eben noch eine andere Ordnung gibt. Und das ist die von Christus. Und das ist das, was der Paulus hier probiert zu beschreiben. Ja, du bist in diesem Gefühl drin. Und da habe ich eigentlich als alter Mann nicht viel zu sagen. Aber weil ich natürlich jetzt von Christus eingesetzt bin, weil du von mir das Evangelium gehört hast, habe ich auch ein gewisses Recht. Aber ich tue nicht das Recht in Anspruch nehmen, sondern ich will zu dir als Bruder und als Freund reden. Und es ist immer einfacher, Christine hat vom Militär geredet, es ist viel einfacher, ihm zu sagen, lauf die 100 Kilometer, weder dem zu sagen, hey, das wäre dann super, wenn du die 100 Kilometer würdest laufen. Willst du nicht? Ich tue dir ja Proviant auf den Weg parat stellen und alles zusammen. Hey, die haben am Morgen den Befehl bekommen, da das Ziel, laufen, 100 Kilometer. Ciao zusammen. Das ist viel einfacher. Wie können wir da etwas weitergeben? Auch wenn wir das Recht haben, auch von unserer, vielleicht von der kirchlichen Struktur her, von der Stellung her. Und ich glaube, wir als Schweizer reagieren da noch sehr heikel drauf, wenn uns eben jemand sagt, oh, das hast du zu machen, weil ich bin über dir gestellt. Und eben da ist so das, was für mich dort so ein bisschen entgegengekommen, wo ich das Gefühl hatte, tut jetzt der Paulus da irgendwie mit stillen Verpflichtungen arbeiten oder so. Nein, das macht er eben nicht. Er sagt nicht, du bist jetzt Teil von dieser Kultusgemeinschaft. Das war auch im Römischen Reich etwas, es ist sehr viel über Kultusgemeinschaften gelaufen. Auch staatlich Sachen, wo man so Verbindungen hat geschaffen, um dass man mitreden konnte, auch als freier Bürger. Da hat man probiert, Einfluss zu nehmen. Und weil die Macht nicht so hat dürfen, zum Vorschein kommen, ist das alles so ein bisschen im Verborgenen gelaufen. Da hat man eben nicht dürfen darüber reden. Und der dem vorgestanden ist, der hat uneingeschränkt über die dürfen verfügen. Gestern am Abend waren wir an einem Ort eingeladen gewesen. Und dann hat die gesagt, wir haben noch eine Frage. Und dann haben wir zuerst King und dann King ins Bett an. Und nachher ist es darum gegangen, ist noch Besuch gekommen. Und ich dachte, wann kommt jetzt die Frage? Und dann irgendwann ist so langsam gegen Mitternacht ist die Frage gekommen. Weißt, wir bekommen jetzt immer wieder die Frage aufgrund von dieser Sendung vom Fernsehen, Adelboden sei ein Sektendorf. Aber das stimmt doch nicht. Wir sind doch kein Sektendorf. Und ich sage immer wieder, wenn die Leute zu mir kommen, also das hat die Person gesagt, ich tue immer wieder sagen, nein, wir sind doch kein Sektendorf. Aber jetzt möchte ich gerne von dir wissen, was ist eine Sekte? Und das ist genau der Unterschied zwischen einer Gemeinde und einer Sekte, ist eben, ihr habt euren freien Willen behalten. Also ihr könnt jederzeit, dürft ihr jetzt da raus, wenn ihr sagt, das stimmt etwas ganz Letztes, ihr dürft rausgehen, die Tür ist offen. Wir haben es also nicht beschlossen, wo ihr seid reingekommen. Total frei. Und es ist auch nichts Geheimes. Es ist auch nichts Geheimes. Ich bin froh, nimmst du es heute auf. Das darf man hören. Das muss ich nicht verstecken, was ich euch sage. Es ist eben nicht so eine klebrige Flügelfalle. Kennt ihr da die Flügelfalle, wo man sich auseinanderzieht, oder? Super. Und nachher, ja, jetzt hast du Pech gehabt, du liebe Flüge. Jetzt klebst du halt. Dumm gegangen. Nein, der Paulus tut sich auf die Augenhöhe vom Philemon in einer wohlwollenden Absicht. Das ist das, was der Paulus macht. Er erklärt ihm seinen Stand und die Ordnung der Gemeinde, aber er verzichtet, auf dieser Ebene zu kommunizieren. Er stellt sich zum Philemon als Bruder
und er bittet ihn als Bruder um einen Gefallen. Er nimmt ihm nichts weg. Man könnte sagen, ja, der Paulus tut jetzt da der Philemon enteignen, nimmt ihm einfach den Sklaven fort. Nein, er sagt, ich nehme ihn eben nicht fort. Wenn du Kosten hast, trage ich es selber. Also das ist auch das Beispiel, das Jesus ja uns gibt. Er trägt unsere Last, dass wir frei sein dürfen. Und in diesem Vorbild läuft der Paulus. Er sagt, schau, der Onesimus, der soll frei sein, weil er hat Jesus erkannt und er soll mir als Sättiger, als Bruder uns nützlich sein, uns beiden nützlich sein, eben nicht als Abhängige. Und wenn Kosten entstehen, du hast eigentlich den Gewinn, du bekommst einen nützlichen Mitarbeiter zurück und wenn du hast Kosten gehabt, ich trage es, ich nehme es auf mich. Ich tue die wirtschaftlichen Schaden, ich tragen. Und er tut da am Philemon eine viel größere Perspektive aus. Wie nützlich ist der Onesimus als Sklave gewesen? Und wie viel nützlicher wird er als Bruder sein? Und ich glaube, wenn wir miteinander reden, wenn wir miteinander schreiben, Kommunikation, das ist und bleibt eine Herausforderung. Wir müssen uns immer wieder fragen, mit welcher Haltung hören wir? Mit welcher Haltung reden wir? Sind wir auch bereit, auf unser Recht zu verzichten? Sind wir auch bereit, auf unser Recht zu verzichten, für jemandem sein Herz zu gewinnen? Welche Perspektive habe ich auf das, was mir gehört, auf meinen Besitz und auf das, was mich ausmacht? Also, wir haben die Herausforderung von der Gesellschaft, wir haben die Herausforderung von der Kommunikation miteinander und ich möchte noch mit euch zusammen die Herausforderung von der Gemeinschaft anschauen. Gemeinschaft. Ich habe den Eindruck, die Gemeinschaft, jetzt kannst du mal die andere Folie her tun, die Gemeinschaft, das ist der Schlüssel für unser Unterwegssein als Gemeinde. Und es war schön, dass du das Lied hast rausgesucht oder dir zusammen das Lied rausgesucht vom Zinzendorf, das Brüderdorf-Lied, wie wir es hier kennen. Das ist ja, es ist wirklich ein gutes Lied. Das ist ein Lied, das Zeugnis abgibt von einer Gemeinde, die gerungen hat, genau um die Gemeinschaft. Die waren verkracht miteinander. Die waren auf der Flucht. Und dann haben sie gerungen miteinander, für wieder in die Gemeinschaft hineinzukommen. Und der Heilige Geist hat dort gewirkt. Und das hat eine extreme Erneuerung gegeben in dieser Gemeinde, im Zusammen unterwegs sein und Segensspuren, die wir bis heute sehen dürfen. Und das probiert hier der Zinzendorf in diesem Lied auch zum Ausdruck zu bringen. Das ist das eine. Aber es ist eben auch hier in diesem Brief. Und wir sehen hier im Vers 17, wenn es stimmt, dass wir beide für Christus arbeiten, also ich gewissermaßen dein Geschäftspartner bin. Das tut die gute Nachrichten so übersetzen. Die Genfer Übersetzung tut es auch ein bisschen in diese Richtung übersetzen. Und nachher gibt es ganz viele Übersetzungen, die dort einfach Freund schreiben. Ja, was ist ein Freund? Was ist ein Freund? Mit dem geht man etwas haben am Feierabend. Es ist eben mehr. Das ist eben genau das Wort Koinonia, das da der Paulus braucht. Und die Einheitsübersetzung tut es eigentlich in meinen Augen, diesen Vers am treffendsten übersetzen. Sie schreibt, wenn du also mit mir Gemeinschaft hast, nimm ihn auf. Gemeinschaft, das meint eigentlich, wir kennen heute die Rechtsform von der Genossenschaft. Und das ist ja so, bei Raiffeisen-Genossenschafter, das ist ein Anteilsschein und der hat, ob du einen grossen oder einen kleinen Anteilsschein hast, jeder hat gleich viel zu sagen. Das ist eine Genossenschaft. Also du bist Teilhaber von dem. Es gehört dir auch.
Und jetzt haben wir gerade in Migros die Abstimmung wegen dem Alkohol. Das ist ja auch eine Genossenschaft. Dann konnte man Genossenschafter werden und dann konnte man darüber abstimmen, ob die Migros in Zukunft Alkohol verkaufen oder nicht. Genossenschaft. Aber es geht eben auch noch tiefer. Und darum hat sich der Übersetzer, ja, das auf Deutsch zu übersetzen, was will wir jetzt schreiben? Eben jetzt ein Geschäftspartner schreibt jetzt die gute Nachricht. Andere schreiben eben Freund. Es ist eben umfassend. Es ist nicht nur wirtschaftlich, sondern es ist eben auch beziehungsmässig. Und das kann man fast nicht, wir haben auch fast nicht ein Wort. Entweder in einer Geschäftsbeziehung oder in einer Privatbeziehung. Aber das, was der Paulus hier rausstreicht, geht eben über das raus. Wir sind Teil. Das, was Jesus so sieht, ihr seid Teil und der Paulus so immer wieder sieht, ihr seid Teil von meinem Leben. Ihr habt eine Rolle zu spielen. Du bist wichtig mit dieser Gabe, die du hast. Koinonia. Gemeinschaft, Teilhabe. Und ich glaube, es ist nicht nur ein Wort, das wir so brauchen, es ist nämlich auch ein Sehnsuchtswort. Ja, dann merkst du, dass die Kuh zurückgeblieben ist. Ist das ein Wort, das tiefe Betroffenheit auslöst. Und wir sagen, jetzt haben wir es wieder nicht geschafft, die Koinonia zu leben. Dass Leute wohl sind. Und ich habe gestern auch jemanden getroffen, die gesagt hat, oh, wenn wir aber zu euch im Mittagstisch kommen, das ist so schön. Das ist so schön. Und ihr lebt so die Gemeinschaft miteinander. Und so Generationen miteinander. Und dann habe ich zu dieser Person gesagt, das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht machen. Wir können zusammen hocken im Chorleitungsrat, wir können uns überlegen, Judith und ich, und wir können irgendwo ein Gefäß schaffen und denken, das wäre dann noch gut. Aber dass das Koinonia gibt, da kannst du nichts machen dazu. Da muss irgendwie das Menschliche und das Göttliche und das Organisatorische zusammenkommen. Und dann lesen wir den Brief mit ganz anderen Augen. Schau, der Paulus ist im Gefängnis, er ist gefesselt und er sagt, hey Philemon, ja da der Onesimus. Und der Onesimus, der ist mir so ein wertvoller Freund geworden. Und weil wir zusammen an der gleichen Sache sind, es geht nicht um das Gefängnis, es geht nicht um dein Haus, es geht darum, dass wir für ein Leib Christi unterwegs sind. Darum wollte ich dir zurücksenden. Nimm ihn auf. Und du wirst merken, wir werden die Sache noch viel mehr voranbringen können. Weil wir eben das Herz teilen. Weil wir zusammen unterwegs sind. Ja, es ist eine Szene, und es soll eine Szene sein. Und das wünsche ich mir wirklich, darum habe ich das heute Morgen auch gesehen. Es ist meine Sehnsucht für unser Chor, für unsere Gemeinde, dass wir die Koinonia dürfen erfahren, erleben. Und das ist ja das, was wir in unserem Leitbild so aufs Herz bekommen. Glaube, Liebe, Hoffnung. Aber die Liebe ist die grösste. Das ist wie das Schmiermittel von dieser Koinonia. Und dann kannst du sagen, ja, du bist ein ewiger Fantast. Du bist ein Träumer. Ja, wir sind noch in der ängstlichen Wand drin. Wir sind noch nicht auf der grossen Matte oben. Und dort sind die saftigen Kräuter. Und dort ist der schön. Und dort hat es den Platz für alle. Und jedes Kuhli kann dann das Gras fressen, was es am liebsten hat. Und gleich, auch gerade das Hochlaufen, hat eine extreme Tiefe. Wir haben jetzt wieder etwas zusammen erlebt, gell? Und das tut wieder zusammenschweissen. Es mag sein, dass es illusorisch ist, ein bisschen weit. Und ja, die Vollendung ist dann erst im Himmel. Aber ich wünsche mir, dass wir nach dem streben, dass wir für das kämpfen. Dass unser Chor oder euer Chor oder eure Gemeinde, die drinnen seid, dass das darf eine Koinonia Gemeinschaft werden, dass ihr Koinonia-Momente dürft erleben. Und was wir hier im Brief sehen, ist eben die irdische Realität von wahrer Gemeinschaft. Ja, mir überlegt, ja, was wäre jetzt
Wenn der Philemon hat gedacht, der Paulus, was der sich jetzt erlaubt. He? Weißt du, was der Philemon hätte gemacht? Ein Brändchen geben. Wir hätten den nicht in der Bibel, diesen Brief. Aber der Philemon, der hat den Brief bekommen, persönlich, und der hat ihn verwahrt, der hat ihn aufbewahrt, der hat das Pergament irgendwo in seinem Haus hergetan und hat es immer wieder gelesen. Er hat es auch seinen Mitchristen zu lesen gegeben und darum haben wir diesen Brief heute in der Bibel drin. Sonst hätten wir so einen persönlichen Brief gar nicht in der Bibel. Und ich glaube, darum ist das in dem Sinne auch wahr. Also das ist nicht nur Theorie, sondern es ist wirklich gelebte Gemeinschaft, die der Paulus, der Philemon und der Onesimus nach dem Brief miteinander dürfen haben. Wir stellen uns heute die Frage, in welchen gesellschaftlichen Herausforderungen befinden wir uns? Was ergibt sich aus dieser Frage oder aus dieser Antwort heraus, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander reden? Wo bist du oder wo sind wir auch bereit, unseren Status und unser Recht zu hinterfragen, für dass wir nach göttlicher Gemeinschaft in der Gemeinde streben können? Also wo sind wir in gesellschaftlichen Herausforderungen? Wie kommuniziere ich? Und wo sind wir auch bereit, unseren Status, unser Recht aufzugeben und hinterfragen, für eben nach dieser göttlichen Gemeinschaft in der Gemeinde zu streben? Das ist die Frage, die ich euch mitgeben möchte, die jedes für sich reflektieren darf. Amen.